geschaltet mal bei der Christian Hahn. Also Kiki als lo am Gang Job rauszuholen, an den Boden zu analysieren, an ich denke die Person Team die weiß genau, was da dran ist, Kiki. Ja, salut. Wir grüßen euch herzlich aus dem Bodenlabor von der Asta zu Ettelbreck. Wir sollten also Job am Grabhun am Boden buddeln. Aber mit dem Wetter, was wir noch haben, das ist live, das heißt, wir sehr reagiert und sind wir in Ettelbreck an den Labor gekommen. Und wir hatten die Idee schon etwas über Meteo und haben da immer ein bisschen etwas über Landwirtschaft gestaltet. Wir haben auch gedacht, ja, ein Bestandteil, was immens wichtig ist für überhaupt eine landwirtschaftliche Aktivität können zu machen, auf dem Boden. Und da muss man auch mehr über den Boden vorgestellt gehen. Simon Marx wird das erklären, was genau am Boden geschieht, für was das geschieht, also weiter. Wir werden aber mal aufhängen, Simon, weiß es einfach durch gesehen, durch was präpariert, wie könnt der Boden aber wie geht dann also wie geht da präpariert hei? Ja, gut Mittag. Christian, du sagst, hey, ein Echantillon präpariert, so wie ihr kennt, ausgesehen, wenn von einem Klient innen an der Rezeption aufgeht, das heißt schon ausgepackt, die können am frischen Zustand und so geht dann auch von uns an die Bachketten an den Keller gefordert, wird gedrückt und dann wird gemein. Tipptopp, das heißt, der Boden kann so hauen, an eng Bachket, da das jo Bauer sein dann ne schon ha den Zettel gesehen, der geht dann ausgefüllt, der das jo Menschen such nicht nimmen eng dafür sind halt schon me Zeilen, wo eben ausgefüllt wird. Was für Fall das da, was für ein Bodentipp schon, wann der Bauer da weiß, wie es was für eine Region und so weiter. Alles, aber was eben soll analysiert gehen. Du hast gerade gesagt, geht an den Keller für zu drüschen, für eine Präparation zu machen. Heute sieht man ein Tut. Wenn ihn dann aus dem Keller raus könnt, das ist also nicht nach Stüps, wenn da so sieht. Was geschieht? Das wird gedröschend. Wird gemult, das heißt, dass man einen homogenen Boden haben, einen homogenen Stöps und einen Schlummel haben. Die könnt dann nur im Rob für dann zu analysieren. Was möchte den dann da machen, für das können analysiert da gehen? Ja, also vielleicht für dich nach die gesieht ob der tut als ein Nummer den er Block wo Boden Echantillon an der Rezeption ausgepackt das wird ein fortlaufende Nummer an den Lebensteil anonym mit einer Sänger Nummer durch das Laboratoire die Boden gehen bei 31 Grad gedrückt an 102 mm aufgesieft das ist Feinerde an die dann am Laboratoire an dem hintersten Teil wird abgewiesen der Tisch also so ein Schienen mit Flakern, wo auch 10 Gramm oder 5 Gramm wie den Moderator ist, von dem gedrückte Boden abgewiegen wird. Am Dünner könnte ein Extrakt drauf, an die ganz Schiene mit 10 Flakern könnt an dieser Seite die Schallbox an den Überkopfschüttler und da geht den Echantillon während einer Stunde oder 1,5 Stunden je nach Moderator gerüsselt. Mir weiß nicht ein kurz Caroline bleib kurz Heimat trop leider auch gesehen wie so ungefähr ausgeseit freier wahrscheinlich just den wurde mir irgendwie dann auch gerüttelt die so haut das geht so eng Maschine die dann du gehen besseren als sich die Zimmer nur gerade gewissen hört die geht komplett tra gesagt du können den Deckel löwen drüber und dann rüttelt die Maschine dat für sich aus und die Seite Motto der Tisch, dass das wirklich homogen ist, dass Boden trägt, dass wie den anderen nicht den nehmen, so mal 5 Minuten gerüsselt, dann den anderen 1 Minute. Der Tisch, dass das ein Prof wie die anderen behandelt gehen. Wenn die dann fertig durchnehmen, das fertig gerüsselt ist, da kommen sie raus, so ist sie dort, Nummern sind drauf, wo geht der Boden da weiter? Ja, also an dem Extrakt, dadurch, dass man während einer dicker Stunde den Extrakt mit dem gedrückten Boden mit den vermischen, den Black gehen die leicht verfügbaren Nährstoffe wie der Phosphor, der Calcium, Magnesium, die gehen an die Lesung über. Dafür geht nur dem, wo den Echantillon fertig gerüsselt ist, wird die Schiene mit den Echantillon gefiltert, wie der Datei sieht. Am Filter bleibt der Boden hängen, am dem Filter könnt an dem kleinen Typ den Extrakt mit den leicht verfügbaren Nährstoffen dran raus.
an de in dem Moment an Geräte han drohen an analyseiert. Wir müssen eine Konzentration von Nährstoffe, zum Beispiel de Phosphor oder de Kali, an der Lesung an dat get dann zurückgerechnet, ob die 10 Gramm Boden, die man agewiesen hun, an da können wir als Resultat eng Information dem Klient herausgehen, dass zum Beispiel pro 100 Gramm Boden der Phosphorgehalt 10 Milligramm ist. Das heißt, wir sind da so weit, dass die Flüssigkeit, also dass ihr nicht der Boden ist, die Flüssigkeit, die rauskommt, du hast Quantität dann dran, die geht dann Apparate in Hand, da kann man leider nicht auch nach rüber gehen, wenn sie da hat der Brett, da ist ein bisschen zu weit. Du gehen die ausgelesen, dann noch kriegen wir Resultate daraus. Wir wollten aber auch Lohneinker, also die Wichtigkeit vielleicht in der Streichen, wie sie zugehen, wo sie zugehen. Bon, da draußen hat man Lomi flott gehabt, mit einem Profil, wo man wirklich hätten, ich könnte mit an den Boden holen. Ich meine, es sind 1,5 Meter aus dem Dave, das Profil, wo man wirklich die verschiedenen Schichten gesehen hätten. Gut, Teil beim Wetter, also leider nicht machbar. Wir haben aber ziemlich das hier auf der Flipchart ein Profil an sich. Foto davon abgehangen. Simon Weiser sagt kurz, dieser Wettfang Dave, geht den ungefähr, wann den Lo Bodenproben zieht. Die sieht ein Profil effektiv zum Meister, wo man geplant hatte, wo man schon für ganz Jahren ein Profil abgemacht hat, wo der Heilo Bild gesehen davon, da sind wir Steinmergelkäuper, hat sie ganz Lehmischbierden, die hun den typische großen Ton, den in verschiedenen Regionen vom Land gesät, an da gesät den auch anhand von den verschiedenen Farben gesagt den Abbau vom Boden. Gut, als Zeitgrund können wir vielleicht nicht an, ob all die Teile angehen, weil die grundsätzlich Kasuren ungefähr ja bis 25 cm, ich zeichne das mal an, als an sich den Oberboden, wie ihn das am Deutschen nennt, oder der Plouhorizont, wie das am Lützeburger Spruchgebrauch hecht, aber wo auch der Gros von der Wurzel, wenn man Wurzeln von einer Kultur, von einer Pflanze hätten oder auch von einem Gemäß, wo der Gros von den Wurzeln sich abhalten, noch Nährstoffe abholen. Innen drinnen haben wir einen verwitterten Horizont, wo auch die Wurzel weiter hier Nährstoffe nach sich gehen und noch Wasser, bis in etwa hier, wo man gesehen wird, bisschen wie groß sich unverwittert das den unverwitterte Substrat, den Steinmergel. Wie gesagt, wenn man ein Echantillon zeigen, ein Bodenechantillon, wo man wollen Nährstoffkonzentration von den wichtigsten Nährstoffen analysieren, dann ist es prinzipiell so, dass man den Horizont 0,25 beproben. Da das an der Landwirtschaft sowieso Standard 0,25, aber für den Privatmann, zum Beispiel der Gärtner, die sein Gemäßkeit analysieren lassen, den hat prinzipiell auch die Doten dürft. Spurt dürft nennen den das. Ne? Die Horizonte innen dran gehen generell kaum analysiert, höchstens nur für Stickstoff, ob Nitratstickstoff. Tipptopp. Ich mal vielmals merci. Just noch vielleicht ganz kurz zum Aufschluss. Wie viele Proben gehen hier ungefähr gemacht? Auf wen hat eben die Möglichkeit, hier zu kommen, Bauern? Ja, aber Private können aber auch, oder? Selbstverständlich. Wir sind ob für alle Klienten. Natürlich, die Landwirtschaft, Bauern, Winzer, Gärtner sind als Hauptklient. Wir haben generell auch Privatleute, die hauptsächlich kommen, wenn es tiergemäß geht. Wir haben auch Forschungsinstitute, wir haben Dockerbauschule, Berufsorganisationen, Landwirtschaftskammer, Convis, IBLA, die hier Bodenproben in ihre Versuchsfelder bringen oder auch aus der Forstverwaltung, aus der Büscher kommen auch Echantillon. Tipptopp, Simon, mir so vielmals merci, dass wir einen kleinen Abblick an den Boden konnten machen an der kurzen Zeit, die wir hatten. Vielmals merci an den völlig bald zurück, Kamil, für an das Studio. Das aber als allerletztes. An Schmenge Kamil an der Lächter muss ich auch meiner Kamerafrau merci so, also ich kann sicher nicht so gut filmen, ich werde sicher alles verwackeln. Naja, am Kabel hängt man noch ein bisschen. Also vielmals merci Caroline, du hast das tipptopp gemacht, wie auch letztes Jahr. Vielmals merci. Kamil, du geh mir zurück und dann bis nächstes Jahr. Ja, merci Kiki, dat hoffen man natürlich alle gut an der Boden die Welt ganz dreche, lo bist du besser spät bei uns kommen, weil wir wollten nicht lo Bilder weisen an der Region, sondern gesagt, die Training Cats and Dogs so bausen, an die Kamera, mit denen ich wollte weisen, dass Trainer wie aus Emer in Zettelbrick, der als Entretemps Futti gefuhr, das heißt, ihr könnt euch denken, es trainiert richtig. Das hatten wir schon ein paar Jahren. Und wir hoffen, dass das Kind so schön dabei